Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Fußball-Talk-Video. Leute, diesmal zur neuen Bundestrainerverpflichtung Jürgen Klopp. Ich nehme es mal vorweg, ja. Ist normalerweise nicht meine Art, aber mache ich einfach mal. Ich gehe davon aus, dass der Kloppo in den nächsten Tagen unterschreibt und dann unser neuer Bundestrainer ist. Und ich sage euch hier ein bisschen meine Meinung. Bevor wir das tun, wie immer, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und irgendwie was vom FC Bayern kaufen möchtet oder euch irgendwie Deutschland-Fanartikel, tut das gerne über den Bayern-Fanshop, über Affiliate-Link, der erste Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Ja, vielen lieben Dank dazu. Dazu. Ja, wie schon gesagt, Jürgen Klopp, neuer Bundestrainer. Was halte ich persönlich davon? Ich finde es gut. Ja, das ist schon mal Punkt 1. Ich bin jetzt auch nicht so der absolute Kloppo-Fan, was so Vereinsfußball anging. Hatte damals in Dortmund sehr viel unsympathisches, sehr unsympathisch den FC Bayern gegenüber agiert, muss man sagen. Das hat sehr viel, ja, wenn du ein eingefleischter Fan bist, ist das alles nicht so geil. Aber ist eine Menge Zeit ins Land gegangen, dass er natürlich dann noch zu Red Bull gewechselt ist. Hut ab dafür, hat dann auch den letzten verträumten Dortmunder Fan die Augen geöffnet, ne, dass Fußball halt einfach nur noch, ja, Fußball hat nichts mehr mit dem zu tun, was die Fans so denken, so mit Vereinstreue, Leidenschaft, bla Sülz. Der Klopp geht dahin, wo er ihn die meisten Millionen in den Arsch geschoben kriegt und, das war nun mal bei Red Bull, Punkt, ja. So ist es halt. Ist auch nicht verwerflich, so ist das einfach. Fußball ist ein Business und nichts anderes. Wie gesagt, mittlerweile ist genug Zeit ins Land gegangen und Kloppo ist immer wieder sympathisch. Auch bei der Berichterstattung habe ich schon gesagt, der hat ja vor den Deutschlandspielen mehr gebrannt wie Julian Nagelsmann oder irgendein Spieler von der deutschen Nationalmannschaft. Ja, von daher denke ich schon, dass Kloppo der richtige Mann ist, um kurzfristig da auf jeden Fall Motivation wieder in den Bums reinzukriegen. Ja. Und so wie ich 'n Kloppo einschätze, dafür hat er einfach auch schon viel zu viel erreicht in seinen Stationen. Ist er auch 'n Trainer, der sich nicht reinreden lässt, ja? Der nicht irgendwie die Tür aufhat und dann klopft so 'n Kimmich an und sagt: „Ja, hör mal, Jürgen, du musst jetzt aber den Manuel Neuer noch mal mitnehmen, ne? Sonst habe ich keine Lust, ne? Sonst komme ich nicht.“ Ähm Das kann ich mir beim Kloppo nicht vorstellen, ja. Von daher bin ich da guter Dinge, dass er da auf jeden Fall kurzfristig was anschieben kann, längerfristig. Ja, es ist natürlich was anderes, ob du 'ne Vereinsmannschaft trainierst oder 'ne Nationalmannschaft, ja. Also, Kloppo wird nicht irgendwie jetzt wie in Liverpool, wie in Dortmund eine Saison, 1,5 Saisons Zeit haben, um da die Spieler zu impfen und denen einzuprügeln, was er von ihnen möchte, ja. Das wird interessant zu sehen sein, ob Kloppo das auch in kurzer Zeit hinkriegt, in kurzen Blöcken, die man immer nur hat bei der Nationalmannschaft. Ich meine, klar, der eine oder andere passt von vornherein sehr gut in sein System, der eine oder andere aber so gar nicht, ja, und da wird's dann erst spannend zu sehen sein, ob er die Spieler überhaupt einlädt. Grüße gehen raus an Kimmich, oder ob er ihnen das dann einimpfen kann, was er von ihnen möchte in dieser kurzen Zeit. Ja, das wird sehr interessant sein und ansonsten hoffe ich einfach, dass es dann einfach auch mal wieder nach Leistung geht, ja? Und zwar nach Leistung, nach ein Konzept, ja? Ich meine, wir kennen alle Klopp-Fußball, denke ich. Und dann hoffe ich, dass Klopp Fußball spielen lässt und die Mannschaft nach dieser Charakteristik dann auch zusammenstellt, ne? Und nicht nur, weil einer, Kimmich, Goretzka, whatever, Musiala, Wirtz, Havertz heißt und die eigentlich gar nicht in das Konzept Klopp passen, die da mitgenommen werden, ne? Da bin ich sehr gespannt. Das könnte natürlich wild werden. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht mich hinstellen und sagen: „Oh, das wird safe, er wird da so durchrocken.“ Ne, das wird sehr interessant zu sehen sein, ob 'n Kloppo diese Strukturen auch aufbrechen kann.
ob er die Kraft dazu hat, die Lust dazu hat. Ich denke, die Kraft hat er, ist ja erholt. Die Lust wird er auch haben, wenn man hört, dass es da in 7 bis 10 Millionen Richtung geht für 'n Bundestrainer. Yippie Schweinebacke, komme ich gleich noch mal zu. Ähm, Es ist natürlich am Ende des Tages nicht nur damit getan. Das wissen wir alle, ja. Das wusste schon Mehmet Scholl vor 10 Jahren, wo er von Laptop-Trainern und von Jugendarbeit geredet hat, wo er ausgelacht wurde. Man erntet, was man sät, so, ja, und das tun wir aktuell halt, ja. Ich denke, Kloppo ist da der Richtige, da was aufzubrechen, aber er wird natürlich auch 'n starkes Team um sich herum brauchen. Ob 'n Rudi Völler da der Richtige ist, meiner Meinung nach nicht. Der hat genauso 'n Riesenanteil an dieser Geschichte, wie's gelaufen ist und hat da meiner Meinung nach nichts mehr zu suchen. Dass 'n Kloppo ihn natürlich gerne da haben möchte, weil er super viel Erfahrung da hat, kann ich verstehen. Für mich muss da eigentlich 'n Kahlschlag kommen, weil auch 'n Völler ist ja dafür verantwortlich alleine schon, dass Nagelsmann 'n Vertrag hat, der ihm jetzt noch mal 10, 12 Mille in den Arsch geschoben hat, damit er zurücktritt. Hä? What the fuck? In welcher Welt leben wir denn? Ja? Wieso kann man denn nicht einfach Verträge schließen von großem Turnier zu großem Turnier? Hä? What the hell? Du kannst doch sogar, ich meine, wir leben in 'ner Leistungsgesellschaft. Du kannst doch sagen: „Ey, du kriegst 2-Jahres-Vertrag mit Option auf 2 weitere, wenn du in dem nächsten großen Turnier, ey, stapeln wir tief, als Deutschland das Viertelfinale erreicht. Hängen wir die Kirschen hoch, das Halbfinale." Ja, dann verlängert sich der Vertrag automatisch um 2 Jahre. Punkt. Hey, wo ist denn das Problem? Aber nein, du lässt dich jedes Mal in der Vorrunde oder dann in einem 16. Finale, was ich mal zur Vorrunde zähle, rausschmeißen und es hat einfach keinerlei Auswirkungen. Ne, da musst du noch davon überzeugt werden, dir 10 Millionen in den Arsch schieben zu lassen, dass du dann öffentlich zurücktrittst. Ja, ich sage ja, Fußball ist nur noch Business, ja. Und damit gehe ich mal ganz kurz auf diesen Punkt ein. Ich finde es traurig, traurig, traurig. Ich habe da schon richtig geraged, ne, in den Streams früher. Ich finde es traurig, dass man einen Bundestrainer gerade wie Nagelsmann, wie Klopp, das sind ja immer alles Trainer, die Millionen über Millionen über Millionen verdient haben. Ja, also Nagelsmann hat ausgesorgt, seitdem er beim FC Bayern war und da rausgeschmissen wurde, weil er hat ja auch 'ne Abfindung kassiert. Zucker, ja? Und ich denke, 'n Kloppo hat genug in Dortmund, in Liverpool und dann jetzt auch bei RB sich in den Arsch pumpen lassen. Und wenn man sich seine ganzen Werbespots anguckt, die er so macht, Alter, der ist ja wie 'ne Plakatwand, Alter, von Werbepartnern. Ey, da brauchen wir auch nicht drum herum reden, dass der Kloppo da die 7 bis 10 kolportierten Millionen, aus'm DFB sich rausziehen muss, ne? Das finde ich sehr schwierig, finde ich sehr schade, dass man da hingekommen ist, dass es nicht mehr, und das ist, glaube ich, auch so 'n bisschen das Problem, dass es nicht mehr diesen Stellenwert hat, ja? Dass es nicht mehr hat so: „Ey, geil, ich kann Bundestrainer werden für Deutschland." Das muss doch der Traum eines jeden Trainers sein. Und nicht: „Oh ja, ey, da musst du mir aber Minimum 7 Millionen oder besser 8 oder 9, ne? Sonst mache ich das hier nicht." Boah, ja? Und das ist so der Grund, warum mich das auch so abgefuckt hat. Kleiner Exkurs mal kurz weg davon. Dasselbe gilt natürlich für die Spieler mit ihren Prämien, die sie da aushandeln, ja? Ich meine, zum Glück muss der DFB die nicht zahlen, weil wir nie über die Vorrunde hinauskommen. Aber Hauptsache irgendwie 'ne halbe Mille fürs Weiterkommen aushandeln. Kriege ich 'n Kackreiz, ja? Und das zeigt halt das Thema, so. Ja, bei den Spielern ist das noch schlimmer. Das sind alles aktive Spieler, die 20 Millionen, 10 Millionen. Ja, vielleicht der eine oder andere wie 'n Amiri oder was nur 4 Millionen verdienen, aber die verdienen trotzdem Millionen, ja? Und dann muss ich Prämien aushandeln, äh, damit ich die Motivation habe, mit der deutschen Nationalmannschaft überhaupt 'ne Vorrunde zu überstehen oder 'n Viertelfinale zu erreichen oder was? Junge, da kriege ich 'n Kackreiz hoch 10, ja? Junge,
Und das in den größten Fußballverband der Welt, ja, der aber keinerlei Kohle hat für irgendwelche Amateurclubs, weil die ganze scheiß Kohle in irgendwelche Prämien für irgendwelche Multimillionäre und für irgendwelche Trainerposten, das auch alles Multimillionäre sind, oder einem Rudi Völler, der auch ein Multimillionär ist, in den Arsch pumpen muss. Ja? Wenn die alle mal Eier hätten, dann würden die sagen: „Oh, geil, das ist eine gemeinnützige Stelle hier. Ich bin hier, pro bono, Alter." Ja? Und hey, wenn ich das Halbfinale erreiche oder wenn ich Weltmeister, Europameister werde, dann gib mir doch gerne von den Einnahmen, die wir bei dem Turnier erzielen, 50% ab. Ja, das ist doch ein Deal. Ja, da könnten wir doch alle mit leben. Und nicht: „Ja, ich bräuchte aber erst mal 7, 8 Millionen, damit ich überhaupt Trainer werde. Ja, und dann, wenn ich dann noch Weltmeister werde, kriege ich aber noch mal 2 Millionen, ne? Da kriege ich schön noch mal reingebuttert, ne?" Und das sagen dir Multimillionäre. Multimillionäre. Katastrophe. Gut, kurzer Rant zu den Finanzen und zu der nicht vorhandenen Fußballromantik im Fußball. Ja, müssen wir uns leider davon verabschieden, gibt es nicht mehr. Das Spiel, bei manchen Spielen hast du noch so ein bisschen das Gefühl, oh, der freut sich wirklich, der seine Nationalmannschaft ist, der ist nicht wegen der Kohle da. Bei 80% ist es leider nicht mehr so der Fall. Gut, nichtsdestotrotz denke ich, dass ein Kloppo was verändern kann. Er muss auch was verändern. Ja. Ob er es schafft, I don't know. Bin ich nicht tief genug in der Schematik drinne, was alles darunter liegt. Ich denke, die U21 macht einen guten Job, das seit Jahren schon. Ja, also daran kann es irgendwo auch nicht ganz liegen. Ähm, Ich glaube, das größte Problem der deutschen Nationalmannschaft war immer, wie auch beim FC Bayern, wenn wir ehrlich sind, dass man immer an den Spielern festhält, die mal Weltmeister waren, die mal, ja, die aber warum auch immer von irgendwelchen Experten und bla und Sülz in den Himmel gehoben werden, wenn sie mal einen Ball geradeaus kicken. Ja. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland genug junge Spieler haben. Man muss diese einfach mal fördern. Ich meine, so 'n Brown haben wir auch gesehen, ja? Und wenn 'n junger Spieler wie so 'n Pavlovic, wie so 'n Musiala, wie so 'n Wirtz einfach keine gute Saison haben, ey, dann musst du einfach auch sagen: „Ey, bleib mal mit'm Arsch zu Hause." Ja? Erstens ist das dann mal wieder 'n Ansporn für die Jungs, dass die auch vielleicht mal wieder auf Vereinsebene 'n bisschen Leistung bringen. Und zweitens, was willst du mit denen, wenn die keine Leistung bringen? Bei der Nationalmannschaft. Bei der Nationalmannschaft haben die Spieler zu sein, die das Jahr über die beste Leistung gebracht haben, ja? Und das war kein Joshua Kimmich, das war kein Manuel Neuer, das war schon gar nicht ein Leon Goretzka, das war schon gar nicht ein Leroy Sané, das war kein Jamal Musiala, das war kein Florian Wirtz. Punkt. Ja. So, und deswegen ist man da, wo man ist. So, ja. Da bin ich sehr gespannt, ob Kloppo das hinkriegt, ob er die Eier dazu hat und sich auch da diesen öffentlichen Druck auferlegt, weil wenn du 'n Kimmich nicht einlädst zu 'ner Nationalmannschaft und du verlierst 'n Spiel, dann wissen wir alle, was passiert, oder? Weil der ist ja der Messias anscheinend, für unser Land. Ich weiß nicht, wo sportlich. Ich habe nichts gesehen von ihm sportlich bei der Fußball-WM, was überhaupt berechtigt, dass der überhaupt bei der Fußball-WM dabei war, wenn man ehrlich ist. Ey, ich bin gespannt. Ja, das sind so die Themen, die spannend werden. Aber wenn's einer hinbekommt, jetzt deutsche Trainer, ja, dann ist es der Kloppo. Vielleicht Christian Streich hätte ich das noch zugetraut. Aber dann hört's auf. Ja, dann hört's wirklich auf. So, ich wüsste keinen, den man sonst da hinsetzen könnte. Hättest natürlich 'n ausländischen Trainer nehmen können wie Louis van Gaal oder so was. So 'n „Mir doch egal, Alter, ziehe meinen Schuh durch und gut." Ja, das 'n Louis macht das. 'N Pep macht das auch. Hättest du dich natürlich mal bemühen können. Jetzt hast du dich für Kloppo entschieden. Ich denke, Kloppo wird's werden und es wird interessant zu sehen sein. Ja, ich denke, Kloppo ist 'n Trainer, der viel über Motivation kommt und das auch bei so 'ner WM, bei so 'nem Turnier richtig gut ausspielen kann. Ich glaube, da ist Kloppo prädestiniert für. Ähm, aber auch diese 2 Wochen dann oder 10 Tage, was man da hat, ja, da wird Kloppo auch heiß sein. Da kann er richtig 10 Tage Vollgas geben. Das kann schon gut sein.
Wie gesagt, langfristig bin ich gespannt. Kurzfristig denke ich so motivationstechnisch, aber das war 'n Riesenproblem in unserer Mannschaft, finde ich. Deswegen glaube ich, dass Kloppo da kurzfristig schon was stemmen kann, ne, zumindest wenn er die richtigen Schlüsse zieht und auf die richtigen Spieler setzt und auf 'n paar Spieler verzichtet, die da nix zu suchen haben. Meiner Meinung nach, da hat ja jeder seine eigene Meinung, was auch fein ist. Ich bin gespannt, ja. Ähm, Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Werde ich deswegen wieder Länderspiele schauen? Boah, weiß ich nicht. Mit Sicherheit so die ersten ein 2, wenn Kloppo jetzt da ist. Zumindestens werde ich mir die Nominierung anschauen und das dann daran entscheiden vielleicht, ja. Klar, die ersten ein 2 hat man sich beim Nagelsmann auch angesehen, da hat man Hoffnung gehabt, so: „Ey, geil." Und man hat die gleiche Scheiße gesehen wie die Jahre davor. Kloppo ist 'n anderes Kaliber wie 'n Nagelsmann, definitiv, ja, und von daher habe ich da jetzt 'n bisschen mehr Hoffnung. Aber garantiert ist das alles auch nicht, ne? Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Erst mal ist 'ne Nationalmannschaft was anderes wie 'ne Vereinsmannschaft und wenn man schaut, hat Klopp natürlich auch immer 'ne Zeit gebraucht bei seinen Vereinen, bis da Klopp Fußball war. Ja, ich meine, gut, an 'nen Nationaltrainer hast du nicht das Problem zu sagen: „Ey, ich muss irgendwelche Spieler verpflichten." Ne, da sagst du einfach: „Du kommst, du kommst nicht" und gut ist. Ja, ich glaube, das spielt so 'n Kloppo auf jeden Fall in die Karten, ja. Ähm, Wie gesagt, ich bin gespannt, die ersten Kaderzusammenstellungen. Daran wird man sehen, wohin die Reise gehen wird. Ja, das ist meine Meinung zu Kloppo. Ich freue mich drauf, auch wenn ich ihn so also fachlich brauchen wir nicht über Klopp diskutieren. Ich habe es ja eingangs gesagt, so emotional ist es 'n bisschen schwierig, aber wenn ich guten Fußball sehe, werde ich auch emotional mit Klopp warm werden, denke ich. Und in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.